Kapitel 18. De Kraft van die Geschichte. Hast du dat jemals gemerkt, dat in de meeste Geschichte van Jezus zijn arbeid hier op deze eerd, verhält hij zich met eine persoon op eenmaal? Bloos een paar van Jezus zijn boodschappen, die toen een groep mensen gereed worden, zijn in de Bibel opgeschreven. Dat je, wat we van hem weten, komt durch onderhoudingen met einzelne mensen, een weetvrouw, een blinde man, een Samaritische vrouw, enzovoort. Jezus erreicht veelmaal eine persoon op eenmaal. Wie geloven leicht dat bloos de predikers wat te duizenden mensen reden een onderscheid maken kunnen. Aber wanneer we willen onze steden, onze landen en onze wereld beïnvloeden, moeten we teruggaan naar dit principe. God verandert de wereld, eine persoon op eenmaal. Dat maakt die persoonlijke geschichte van waar Jezus dien leven veranderd heeft, die krachtvolste bereidschap te mensen de goede Nachricht brengen. Wanneer we oppassen dan te horen, dan kost du die levensgeschichte mitteilen, die weide, die gebracht het hart, die Sieg oder die Verlust. Während du die Erfahrung dann mitteilst, van Antworten, Hoffnung und sogar Wunder fing, als du Christus fangst, dann langst du gleich nur ein Mensch sein hart. Keiner wird mit deiner persönlichen Erfahrung streiten, wenn du aufrichtig bleibst, dort nicht übertriffst, oder nicht stolz und durchranend oder zu dringend bist. Leider als mit Menschen streiten, wird bloß den Glaube in Erben stalt. Da leider bloß mit, was zu dir passiert. Persönliche Geschichten sind immer interessant. Und du hast große Kraft an dort mitteilen, was Jesus für dich getan hat. Wenn wir uns Glauben mitteilen mit anderen, dann fühlen wir uns nochmal so, dass wir mit alle Antworten haben, wie viele Druck, zum Beispiel, geen Evolution te strijden, oder welche Theologie te beschützen in der Bibel, oder zu beweisen, dass die Bibel wirklich die Wahrheit ist, oder so weiter. Wenn wir mit Menschen reden, die durch eine schwere Zeit gehen, weil wir sollen die vollkommene Antwort haben zu jedem Problem, alles erklären, warum nicht, warum schlechte Dinge passieren, und so weiter. All das dient zu Menschen, die nicht mehr eingestimmt sind, bloß nach weich zu schieben. Dat helpt niks. En daar staat, dat beste ding wat du kannst doen is, van vertalen wat du gezien hast. Vertaal van dat thema, wo du goed ingeleerd bist. En dat is, wat Jezus in dein leven gedaan heeft. Dat is niet toevallig. Viele Menschen willen nicht ihre Geschichte vertalen, wenn sie sich nicht sicher sind. Als Menschen da warum drum geben, oder sie weten nicht, was zu sagen. Zoals dat met al dat eeuwige van het geestelijk vandaagse leven is, komt er ook erna vanzelfs, zo ganz naturaal. Denk aan Paulus, zijn leer aan 1 Korinther 3:6. Ik deed planten, Apollos goed water, aber God maakt dat wasser. Dit helpt ons denken dat irgendwas Gutes, dat durch ons anstrengen komt, is wirklich God zijn werk, zijn arbeid. Hij maakt dat passeren. Wie doen bloß wat einmal von kleinen Part angejift worden is. Dat braucht nicht kompliziert sein. Ich proef bloß meine Augen opzuholen für Gelegenheiten, dort mitzudelen wat ich von Jesus weet. Einmal merk ich eine gewisse Person in ein Stuhl oder in ein Restaurant. Und ich bete, Heilige Geist, was ist hier nu dein Plan? Wenn du was hast, dass ich meine Geschichte mit dieser Person soll mitteilen, dann leid den Weg dahin. Einmal bete ich still für die Person und gehe wieder durch meinen Tag. Aber wenn ich Heilige Geist in der Leitung fehl, sehe ich keinen Weg in der Vertal anzufangen. Dort leidt nicht immer noch Wort, aber einmal kommt das bei einer Vertal von Jesus. Oder von der Kirche, oder von Glauben. Oder irgendwas im Leben. Ich fühle das nicht neidig, mit jeder Person alles fertig zu machen, mit einem Ratungsgebet. Ich erkenne, dass ich mach bloß eine Sodplante hier. Wat zich later aanwaardelen wordt. Ik heb jaren later van mensen gehört, dat ze anfangen naar een kerk te voeren, wien een paar weer wat we hem stuur vertaald hadden, weer wat zij te de rechte tijd aandachten. Eenmaal wie ik hem stuur te mijn paar hondje kopen, als ik een andere man zag, die ook nog hondje zag. Ik voel zo, ik zal met hem vertalen, also vang ik aan met vragen, als hij een extra grote hondje gezien had. Hij dukt zijn kop en geeft me een paar. Während ik me die aanpast, vroeg ik, en wie eet die dat vandaag? Na, niet zeer fijn, antwoordde hij stil. We vangen aan te vertalen en hij deelt met,
dat seine Frau op dem Sterfbad weer, en hij korcht, während hij zijn hartbrekende troubles met mij meeteilt. Ik deed niks bij de evangelie. Ik wil werkelijk plus zijn Geschichte hier. Ik horcht, en dat schijnt zo hij wie zeer dankbaar daarvoor. En dan had ik de gelegenheid van het kerk te vertalen waar ik met schaf, en om daar aan te laden. Ik veel dat niet neidig meer te zijn. Ik plan plus de zoet. Wanneer ik had geveild dat Heilige Geest mij leid in man helpen beden, om Jezus en zijn leven aan te krijgen, dan wil ik dat gedaan hebben. Aber ik veel dat is man weer nog niet rijdt. Aber am had het diep geriet, dat ik uit mijn dag tijd genomen had, om zijn dag te maken. En hij dankt mij van ganzem hart. Ik had een veiling, dat deze vertaal wordt hij niet hastig vergeet. Wat een persoon Christus aanneemt, brukt gewöhnlich adelige Unterhöhlungen, wat hij bij de Entscheidung brengen kan. Ein Gläubiger deelt een vriendelijk woord met wem met, oder maakt het moed, en de persoon is diep geriet. Later, wanneer een andere Christ, wat God deed voor deze persoon, met die beet, oder die nu tjoik aanloodt, dan is die dala op, wegen de eerste Unterhöhlung, wat hij was weer, met de tijd. Haf nog een andere Christ dat verrecht, die persoon leiden Jezus aan te nemen. Jeder einer deed een kleine poort. Einer is niet wichtiger als de andere. Sorry nicht über wanneer te wem te vertalen oder wat te zeggen. Want du van Heilige Geest hirsch, worden die tijden en wie het krijgrecht zijn. Zoals met den man door am stuur, wat door zo te zeggen toevallig weer, wo wir aan een slechte dag met medleid nu am hart. Dat reed veel luider, als wanneer ik had proeven de boodschap met hem uit te delen. Volg bloos Heilige Geest zijn leiding nou, vertaal op en normaal, op je gewöhnliche weg, en laat dat uitvallen zoals God het wil. Wanneer dat is, worst du veel meer een poort zijn van toevallige omstanden, zo te zeggen. Wurde juist wat je leid hebt. Du maatst dus movie zijn. Die Geschichte op een geestlich van Orscha Weich mitteilen, kommt noch vanzelfs. Du brauchst das Weich von mitteilen wahrscheinlich viel mehr, ohne dass du daran warst. Wenn du eine neue Erfahrung mit Menschen mitteilst, sodass sie davon einen Nutzen kriegen soll. Zum Beispiel, wenn du ein guter Movie gleichst, sagst du zu all deinen Freunden, dass sie den auch sehen sollen. Wenn du ein guter Handel gekriegt hast beim Vorteilschachen, sagst du zu allem wem die Chance, dass sie durch Vorteil schäpen sollen. Wenn ein Ethisplan oder Exerciseplan für dich schafft, teilst du das mit anderen mit all deinen Freunden. Menschen zoals dit beïnvloeden als een naturale ding te doen. Dat passiert vanzelfs en gewöhnlich rekenen mensen dat veel. Wenn du een vriend vertaalst van een nieuw restaurant, fällst du so, du musst dann jeder Kleinigkeit über das Eten vertalen? Wahrscheinlich nicht. Du brauchst nicht alle Antworten haben. Du teilst dort ewig mit, was du weißt, und dein Freund kann feilen, wo abgebracht du bist darüber. Die Geschichte von Jesus mitteilen ist sehr so. Keiner rechnet ab, dass du alles weiter weißt über die Bibel oder komplizierte Theologie uitleggen kannst. Sie willen bloß dein Hart hier, dein Zweig, was du erfahren hast. Dat is wat end beïnvloeden wordt. Viele Christen geloven, ze moeten met anderen strijden en bewijzen dat geloof waarhaftig is. Ze houden zich terug van geloof mitteilen, wenn ze hebben angst dat ze niet alle antwoorden hebben. Aber weil's Streiterie am Seine wat logisch is, bringt wenig mehr wem nur Christus. Alles logisch verstehen allein helpt Menschen nicht sein, dat Gott entläuft, oder entheilen will, oder end op irgendein Weg helpen will. Bloß Heilige Geist seine Kraft, wat durch die schild, kann durch ihre Uitreden durchbreken en Menschen ihre Horte anschieren, zum wirklichen Ananas bringen. In die Geschichte habe ich nicht mit dir zu tun. Du magst bloß eine Verbindschaft mit Menschen, sodass Heilige Geist seine Arbeit dann tun kann. Die Erfahrung braucht nicht gefühlsvoll sein, zum kraftvoll sein. Willem denk, Jesus hat nicht allem geraubt, zum theologische Schriftgelehrte oder Bibelverteidiger sein, sodass wir für uns Glauben durch Menschenvernunft und logisch Denken abstunden können. Raubt uns alle, Zeuge zu sein, Apostelgeschichte 1,8. Und ein Zeuge ist einfach einer, der was gesehen oder erfahren hat,
en daarvan zeugen kan. Wanneer je gevraagd wordt een zeuge te zijn am Gericht, wegen een aanval am Weg oder zo, dan is het door wegen du je zijn, je hiert en ervaren hast, wat met een aanval te doen had. Dat Gericht ziet naar die persoonlijke Geschichte, über wat passiert, nicht die uitgeleerde Gesaatsbeker. En zeuge is einer, die eine Erfahrung mitteilt. Dat is alles. So, wenn du die Geschichte mitteilst, ist dat alles, wat du das. Mitteilen, wat du erfahren hast mit Jesus. Die Erfahrung braucht nicht gefühlsvoll sein und zum kraftvoll sein. Als ich jung war, laut onze Tjoik vielmal Gastredner an, Erzeugnisse mit der Jugend mitzuteilen. Diese Redner scheinen sie heute immer an die Leifliche, wo alles ab toten Leben ging, so eine Art Geschichte. Sie reden vielmal von, dass sie heute Drogen geschaut oder wie sehr unmoralisch gewesen oder heute sehr gedrunken. Wie checkte mit grote Augen, während wie diese Redner ihre oude Weg von Leben bewunderden und dann in de laatste 2 Minuten zeiden ze nog, ze hadden ihr Leben naar Jezus gegeven en ihre Sünde abgegeven. Ons mögt dat dan leven, dat bloß die met gefühlsvolle Zeugnissen kunnen Menschen naar Jezus brengen. Dat wir so van wie zullen uitgaan en ook een beetje zingen, bloß omdat wie worden een goede Geschichte hadden vertalen. Ik dank God, dat ik niet doorheen ging. Aber wenn mir so gelehrt wird, dat persönliche Zeugnisse mussten gewaltmäßig gefühlsvoll sein und zum erfolgreich sein, dachte ich had nichts zu beide, nichts zu sagen. Als ich 18 Jahre alt war, werd mir eingeladen, mein Zeugnis mitzuteilen mit einer Gruppe. Und ich will mir sicher, ich had nichts zu beide. Was soll ich sagen? Ich had al ja gesagt, also musste ich mir irgendwas uitdenken von zu reden, und als ich durch überdacht und gebet had, werd ich an, ich will doch auch ein Zeuge. Ich had nicht ein verrecktes Leben gelebt, aber ich had Jesus seine radende und starke Kraft belebt. Er hat mich beschützt von Drogen, Gewaltübung und viele andere sehr schlechte Dinge. Und nu kann ich dort mitteilen. Dein Zeugnis braucht sich nicht nur eins im sein Zeugnis hier. Das soll nicht mal. Das ist deine Geschichte. Vertel bloß, was Jesus für die getan hat. Jeg fandt en zwak. Een dag als ik met een jonge man vertelde, werd hij dat ik een prediker was en hij vertelde een lange rede over wat hij leefde. Hij hield niet terug en was niet zeer respectvol. En zo'n omstand als dit waren veel Christen blij en antwoordden dan zo wat als, dat is goed die Meinung te horen, oder das wat zich een beetje zwak hield. En dan vertellen ze van das wat. Ik deed dat aber anders. Ik leed am vertalen en ik horcht beval. Ik was zeer respectvol. Aber als hij fertig had, vroeg ik hem, als ik zeggen kon wat ik leefde. Wanneer ik de tijd genomen had met respect naar hem te horchen, wie hij op te horen wat ik nu zeggen wil. Ik vertel hem van Jezus zijn kracht, wat ik in mijn leven ervaren had. Ik reed respectvol, aber met een grote klaarheid. En met een begeistering, zoals hij gehad had beim vertalen. Am zag hij verrascht. Wahrscheinlich, wenn er noch niemand sehr en geestlich von der Christ bejahend hat. Weits, wenn andere Menschen mit Entschlossenheit reden, ist berufen auf ihn selbst zu gründen. Aber wenn ein geestlich von der Christ mit Klarheit redet, rahnt der Heilige Geist seine Kraft durch jeder Wort und die Kraft redet Menschen ganz deep. Was ich von meinem Verhältnis mit Jesus vertelt und wo er mich stark gemacht hat, als ich jemals was will, dann schiet wat an, en des mens zijn hart. En dat wien ik ook. Ik zag bald tronen verlengd zijn bakken. En hij geeft den dag nog zijn leven naar Jezus. Dat passiert niet wegen mijn ervaring beter is als das van zijn. Oder wegen ik de Bibel beter kan als hij deed. Dat passiert wegen ik wellig weer met klaarheid, entschlossenheid en een grote begeistering te reden van God zijn kracht en mijn leven. En du kannst dat krijg ze leicht doen. Die Geschichte mag zijn dat du anfangs beter te slopen danach en hadst meer vrede als du anfangs naar Kirche war, zum Beispiel, oder dat dein Verhältnis mit deinem Ehepartner beter ist als jemals vorher, oder dat du nicht so leicht da warst über deine Kinder. Vielleicht bist du dir nicht ganz sicher, wann das passiert ist. Das ist nicht nötig, Kleinigkeiten abzustahlen oder zu übertreiben, deine Geschichte mal beter hören.
Wanneer du wat opmaakt oder overdrijft, dat worden mensen aan. Die werkelijke ervaring is een wunderbare Zeugnis. En dat is alles wat die fehlt. Menschen van Jezus vertalen en helpen de entscheidung te maken om nu te volgen, wat die grootste ervaring im leven zijn. En je mensen willen niet vertalen wat God voor hen doen heeft, wen de grootste momenten passeren al vele jaren terug. Maar die geschichte heeft nog krijgt zoveel kracht van jou, als die dan had. Zum Beispiel, de Wunder in de Bibel zijn weens 2000 jaar terug passiert en die buien nog immer mensen er geloven op. Vertaal die geschichte met entschlossenheid. Weet je wat? Ik wil haar dus als die geschichte opschrijven. Maak die een list van wat God in dien leven gedaan heeft. Van die leven, die vergeven, die vrijmaken, die met wunder oder beschützung verzorgen, die aanleiden, die moed maken. Check over deze list, zodat die frasch in die verstand blijft. En dan kost je die irgendwann mitteilen. Ja, mensen van Jezus vertalen en helpen de entscheidung maken om nu te volgen. Dat wordt die grootste ervaring im leven zijn. De beste weg dit te doen, is die geschichte met mensen en dat dagelijkse leven met te delen. Wanneer du dat op denzelfde weg is, als du willst van een nieuwe movie oder van een goed restaurant vertalen, wordt het leicht zijn en mensen worden wel horig. Zie bloos die zelfs. Laat Heilige Geest dat even je doen.